Es ist wieder mal Engage-Zeit, zurück bei Fire Emblem. Hallo Freunde, wir sind hier wieder munter dabei. Ich habe in den letzten 3 Tagen die ganzen restlichen Folgen, die ich aufgenommen hatte, waren 20 Stück. Haben wir geschnitten und so und encodiert etc., Thumbnails gemacht, so quasi vorbereitet für YouTube dann. Und bin jetzt wieder ready für neue Schandtaten, wie man so schön sagt, nicht wahr? So, wir gehen, Ring kann man nicht, erstmal kurz Arena. Kann ein bisschen was erzählen. Ich habe offscreen mal noch ein paar Ringe zugewiesen, geguckt, wo wird was passen, wie nicht. Das Teil haben wir, glaube ich, schon letztes Mal gemacht. Aber hat offscreen noch ein paar Ringe zugewiesen, gucken wir nachher gleich noch an. Und ich habe noch, genau, jetzt kann man Fähigkeiten erben hier, seit der Version 1.30, war auch schon erwähnt. Ich hab auch noch, was haben wir noch gemacht? Die Ringe poliert, genau. Ringe Polation, so. Und mir überlegt, wie wir ein bisschen vorgehen mit Geldfarming und Bandfragmente-Farming. Warum gegen Kagetsu? Machen die mal Damage bei ihm? Ah, Kagetsu trainieren, wa? Wäre auch klug gewesen. Kagetsu ist ja schon cool. Sag jetzt mal, gehört schon zu unseren besten Charakteren. Gespräch verfügbar. Oh nee, willst du mal verarschen, ey. Warum denn? Gerade einmal zusammen gekämpft, plötzlich Gespräch verfügbar. Okay. Ich muss immer gucken, auch mit den Gesprächen, ob ich das irgendwie dann mal so mache. Dass man eine Special-Folge mache, auch zu den ganzen Geschenken und so, die es gibt, dass wir jedem Charakter ein Geschenk geben und dann vor allem zwischen Mike und anderen Charakteren überall auf Rang A bringen, irgendwie so. Wäre, glaube ich, mitunter noch ganz sinnvoll. Ja, Farming. Also zum einen sind es ja die FPs für unsere Charaktere, damit sie Fähigkeiten erben können. Zum anderen geht es mir... Ich bin jetzt eigentlich nicht so schlecht jetzt. Zum anderen geht es mir dann auch um den Faktor mit dem Gold. Und den Bandfragmenten eben. Dafür glaube ich nachher das Gold, also bis jetzt noch ein bisschen... Wir haben noch ein bisschen was. Magie. Ja, hoffen bald mal auf eine Feuerlanze bei ihr. Dann wird sich das schon lohnen. Ein bisschen mehr Magie einsetzen kann. Genau, dass man die Dinger mal ein bisschen vorbereitet zum Farming eben, wie schon erwähnt. Auch noch Diamant war. Weil, ja, mit dem Fähigkeiten ist so eine Sache. Ich würde vor allem bei gewissen Charakteren wie Yunaka und Marine würde ich gerne mal noch die Dinger, die speziellen Fähigkeiten geben, die unter anderem bereits Michael hat, von Tiki geerbt hat, wie Sternenkugel. Weil ich finde, da ist einfach so etwas von geil, dass es müssen brauchen es alle. Und gibt dann ein paar, die brauchen es eher mehr als andere. Und ja, eventuell werden wir mal Boucheron noch zu einer anderen Klasse umwandeln mit dem Zweiziegel. Das liegt daran, ich hatte damals die Option zwischen Berserker... Alter, weg ist sie. Zwischen Berserker und, lass mich lügen, was war's? Emblemtraining. War zwischen Berserker und Krieger. Und Krieger hat den Vorteil, dass er auch noch Bögen verwenden kann. Jetzt ist mittlerweile so, dass ich nur noch Fogado im Team habe, der Bögen verwenden kann. Weil Etienne, ja, ich mache ein Meistersiegel, damit es für sie weitergeht. Und ob es dann überhaupt noch so gut ist. Ich überhaupt noch so viel da mitnehmen kann. Weil irgendwie ist immer außen vor. Andere Geschichte, Alkris hat für mich bisher zu wenig gute Stats, vor allem bei der Stärke. Der hat einfach zu wenig Power. Oder Behendigkeit, ich meine jetzt im Vergleich. Alkris ist entwickelt, Etienne nicht. Trotzdem schlägt Etienne eigentlich überall. Bis auf noch die Behendigkeit, aber eben, sie ist ja noch ein paar Level darunter. Verstehst du nicht so ganz. Ich habe andere gesehen, die können mit Alkris machen, was sie wollen. Der hat so viel Power bei ihnen, der kriegt ständig. Und bei mir ist irgendwie voll die Lusche. Das ist irgendwie voll schade. Genau. Und jetzt Marine, warte mal, mit Tiki, weil ich brauche Level 5 bei ihr. Damit ich Fähigkeiten erbe, bald mal was machen kann. Aber zwar nachher oder umso mehr Bandfragmente ist ein bisschen doof, wenn ich es jetzt irgendwie mache und nachher, reizt trotzdem nicht ganz, aber hey.
Ist halt so. Will ich vielleicht auch gucken bei gewissen Charakteren, da gibt es ja auch solche, die geben uns Fähigkeiten wie KP Plus und so, oder Stärke Plus. Was zwar alles schon und cool ist, aber dass ich die halt doch mehr sammle und sage, hey, nicht direkt, wenn irgendwie das Neue dazu kommt, wie, hey, jetzt kann ich KP Plus 1 machen oder jetzt KP Plus 2. Okay. Dass ich halt die quasi aufspare, bis ich das Maximum holen kann, wie KP Plus 5 dann. Band, das ist das Band. So, jetzt kann er hier auch Fähigkeiten erben. Marin mit Tiki. Wo haben wir sie? Hier. Gut, Sternkugel kann ich bei ihr holen, noch genug FP habe. Sehr gut. Überleben. Ein gewisses Wachstum des Statuswerte. Da ist schon cool, das will ich schon haben gerne. Und vielleicht den auch noch. Marin hat für meinen Geschmack sowieso zu wenig. Bei ihr. Du brauchst eigentlich gerade Sternkugel, aber ich habe noch ein paar Rollen, die ich dir geben könnte. Das ist ja so. Trotzdem reicht es halt hier für Rang 5 noch nicht, aber zumindest schon mal für Level 4. Können wir schon mal machen. Ist so knapp, aber trotzdem können sie Tiki schlagen. Das ist schon mal cool. Ja, jetzt das hier ist natürlich schön, aber das Problem ist halt, ich kann es noch nicht erben. Weil ich noch nicht Level 5 habe. Jetzt könnte ich aber schon bei Marin rein und bei ihr Fähigkeit neu ausrüsten. Ja, vor allem, sie hatte gar keine Unaka, hat schon so viele. Jetzt ein bisschen gucken, Fogado. Ja, Linie ist zwar cool. Ja, ich muss eigentlich mal gucken, ne? Könnte sie vielleicht noch irgendwie. Warte mal. Ups. Müsste ich da eigentlich auch schon ein paar Punkte noch haben, FPS? Auch hier, ein Stärke plus 2 könnte Fogado geben. Der ganze halt saumäßig teuer war. Das gegnerische Ziel bewegt sich auf das leere Feld der Einheit. Ja, und näher ranzuziehen, das ist zwar eigentlich cool, aber dafür müsst ihr mehr dran denken, sage ich jetzt mal. Das mache ich noch nicht so, wie ich sollte. Da bin ich eher noch ein bisschen doof dran. Oh! Vehemenz. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die sehr, sehr geil ist. Die Frage ist sie bei Ivy nicht verschwendet? Vehemenz ist auch so etwas, was eigentlich jeder, vor allem die schnellen Charaktere, sollten eigentlich alle haben. Also vor allem auch gerade so Yunaka und Marin, natürlich sehr ein Vorteil. Gut, Yunaka hat's. Aber Marin wäre es halt auch cool, wenn sie Vehemenz hätte. Ja, da gibt es so ein paar Dinge. Wenn man es natürlich früher wüsste, kann man natürlich viel, viel besser das Ganze managen. Aber gut, Vehemenz haben wir nur wegen der Synchro-Fähigkeit, vergesst es. So, machen wir Stärke. Und hier Vehemenz rein. So. Plus 4 kann man sich jetzt fragen, ob das so cool ist bei ihr. Schwerkraft, da müssen wir noch mehr haben. Packt bei dir mal Linie raus, weil Linie ist eigentlich nur für die Erfahrung. Die ist natürlich schon cool. Da kann cool sein, ist aber momentan bei dir nicht wirklich nötig. Kühnheit. Ja, noch sinnvoll bei ihr. Chloe noch gar nichts, müssen wir ihn auch mal ändern.
Du hast auch ein paar Punkte. Mit wem könntest du überhaupt schon was machen, wa? Also man kann Level 5 erreichen? Krass. Okay, muss ich beim ersten Mal bei Chloe ein bisschen aufräumen. So, Embleme können wir nachher, bevor es zum Kampf kommt, nochmal durchgehen. Ganz Gespräch und so, bin ich auch keinen Bock momentan. Haben wir jetzt hier, zentraler Platz. Nochmal angeln. Oh, das ist der Corin. Und ich würde ansonsten sagen, dass wir nachher wieder mit der Hauptstory weitermachen. Emblem Leaf. Oh, live oder Leaf. Und Trace aus dem Clown des Imperium zu befreien. Ja, ich hätte so gerne mal ein Remake davon. Vor allem, als das auch bei uns erscheint. So ist es auch dann bei Echoes, Shadows of Valencia war, weil sonst hätten wir ja nie Kenntnis von Celica und so gehabt, wäre natürlich auch kacke. Okay. Okay. Ich glaube, mir fehlt ja mit der normalen Angel noch... Okay, 2 Stück fehlen mir noch, wa? Der Rest geht dann nur mit der soliden oder Profi-Angel. Die kriegen wir erst später. Ne, 3 Fische sind es noch, die mir fehlen. Ne, warte mal, Quatsch, stimmt gar nicht. Die habe ich schon gefangen hier. Also noch nicht Status riesig, aber da habe ich... Okay, ist ja wirklich nur noch einer, der mir fehlt. Eigentlich, ich meine, klar, ich kann alle noch auf riesig fangen. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht warum, aber der Anzug von Sigurd steht mir irgendwie so gut. Also, ich finde wesentlich besser als der von Marv. Müssen wir die anderen probieren. Und Hossa! Da freut sich auch Somi. Die Bandfragmente, ja, also so ein Thema. Also, im Farming meine ich halt. Deswegen soll es auch gut sein, wenn wir halt die Gebiete noch ein bisschen upgraden. Also die mit Geld quasi versorgen. Weil sobald wir ein neues Level dafür erreichen, kriegen wir auch massig an Bandfragmente. Goldfarmen können wir im Prinzip auch ganz normal mit den einzelnen Gegnern. Maps, sag ich jetzt mal. Also Wiederholungsmaps quasi. Oder eben natürlich auch mit den normalen Sidequests. Und zum Teil auch mit dem DLC oder göttliche Kapitel, wie es hier heißt. Ja gut, ich brauche noch einen. Einer fehlt mir noch, ich glaube, ich brauche irgendwie... einen großen Schatten, aber keine Ahnung, wo der sein soll. Das kann man auch nicht triggern, das ist hier echt ein bisschen Glückssache. Was man machen kann, ist auf die richtige Tageszeit warten, um dann zu angeln. Du kannst die Tageszeit selbst nicht beeinflussen. Du kannst natürlich einfach zum Beispiel schlafen gehen. Und dann, wenn du aufwachst, wieder ist natürlich eine andere Tageszeit. Aber du kannst nicht irgendwie wie bei Pokémon Legend Arceus oder anderen Spielen sagen, hey, ich möchte gerne jetzt bis dann und dann pennen. Klotzsardine. So, ich glaube, so viel mehr können wir gar nicht mehr machen hier. Ich kann mal ganz kurz in die Grotte gehen, zum gucken, ob es mal wieder ein bisschen aufpäppeln muss, also unsere Beziehung zur Somi. Eigentlich kann ich auch hier super, eigentlich nicht wahr, aber ist nicht so, dass sie ja trotzdem uns also Bandfragmente geben müsste.
Das sind also auch so Dinge, wo ich sage, hey, da kann ich auch locker offscreen machen. War so in Füttern, in Streichen für mehr Bandfragmente. Weil wir kennen es ja und es kostet uns eigentlich nur Zeit. Und jetzt hat er sogar wieder ein paar FPs. Hat er sogar wieder genug FP für Junaka. Ne, warte mal. Junaka hat gar keine Ding mehr, oder? FPs. Moment. Bandfragmente und FPS nicht nur durcheinander bringen, Michael, das kommt nicht gut. Warte mal. Junaka muss er gerne mit Ticket doch gerne noch auf Rang 5, da war ja was. Aber ich habe nicht mehr genug. Genau, nicht mehr genug FP dafür. Wer noch genug FP hat, ist Chloe. Mit Lyn auf Level 3. Ich würde doch gerne bei ihr. Soll ich Vehemenz lernen? Ich meine, ich habe momentan Lyn ja ausgerüstet. Nee, gar nicht. Ich glaube, das machen wir mal, wa? Ich glaube, den Wert mit Tiki kriege ich nicht ganz so schnell, zumal ich... Okay, es wird sogar reichen, bis so hin. Jetzt habe ich mit Lucina ausgerüstet. In Behendigkeit. Und dabei ihr auch Sinn. Also ich finde, Lyn Level 5 lohnt sich, glaube ich, für jeden Charakter, der ein bisschen schnell ist. Damit er nachher Vehemenz lernen kann. Daneben, daneben. Ja, klingt zumindest so. Genau, jetzt müssen wir quasi noch ein bisschen was mit Dingen machen können, mit Tiki. In der Kugel. Ich hatte den Ring von Lyn habe ich nur gegeben. Aus welchem Grund schon wieder? Was auch wenn der Vehemenz, Geschwindigkeit Dieb. Damit er immer schneller wird. Ja, und generell gefällt mir auch die Idee, dass sie mit Pfeil und Bogen. Ja, da war glaube ich so ein bisschen, dass man nicht so richtig sicher war. Chloe und Junaka mit dem Ring. Wem ich den Ring von Lyn gebe. Da war ich ein bisschen am Struggle, muss ich zugeben. Genau, hier ein gutes Beispiel. Ich hätte nachher mit Vehemenz dann noch irgendwie 100 FP übrig. Könnte von Geschwindigkeit plus 1 ausgeben und ich warte, bis ich irgendwie vielleicht sogar mal Geschwindigkeit plus 3 habe oder sogar plus 4, plus 5. Also nicht immer direkt die ersten FP ausgeben, nur weil es sich vielleicht weniger cool fühlt. Andererseits hat er dann, wobei es geht nur plus 1 Speed, also. Natürlich gerade mit Lyn in Kombi, war, ich denke mir so, Vehemenz plus Speed plus 5 oder Vehemenz plus plus, natürlich schon geil. Naja. Das ist ein anderes Thema. Nein, ich lasse Wechsel bei ihr. Nee. Sie wechselt nicht. So. Okay. Da geht noch ein bisschen Speed drauf bei ihr. Ansonsten die Gespräche. Oh, jetzt aber ganz viele. Ist hier dann Fram? Weil gerade sie drin jemanden erst gerade hatten. Ja, aber machen wir später, weil ich habe keinen Bock drauf, Freunde. So. Ansonsten. Wir könnten noch. Dann ist jetzt momentan eh nichts Neues. Ja, wenn wir sagen, gehen wir los, komm, aufbrechen.
Hinweis, göttliche Kapitel. Ja, ich weiß, es gibt sie. Hier ist so ein Ding mit den Sidequests, Erinnern der Götter, in der Winde, Fest in der Hoffnung, die haben wir schon alle. Heilige Gruft. Kreuzweg des Schicksals. Die Heilige Gruft haben wir gerade getan. Gerade gemacht, das war ja die mit Byleth. Kreuzweg des Schicksals wäre die mit Corin. Können wir auch noch machen, anderes Mal aber. Oh, Spendlevel, stimmt. Warte mal. Hauptsache wäre ja hier. Kann ich hier noch irgendwie... Nee, war. Ah, Mist. Moment. Müssen wir mal ganz kurz zurück nach Somniel. Ich wollte noch Geld investieren, beziehungsweise Gold investieren für die anderen Gebiete. Da war ja was. Kochen könnte ich auch. Aber jetzt habe ich keinen Bock drauf. Spenden. Bei Luz noch nichts gemacht. Solm oder Firain bald wieder, wa? Aber der 3000 ist ein bisschen viel gerade. Next Level. Oh, ernsthaft. Wie kann man so ein Pech haben? Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Generieren wir schnell noch ein bisschen was, indem wir etwas verkaufen. Dürfte jetzt nicht so lange dauern. Und wir haben eigentlich sicher noch von irgendwas genug oder zu viel. Ja, kommen 2 Stahlklingen. Diese klingenmäßigen, die schweren brauchen wir sowieso selten. Ja, reicht ja schon mal. Den Rest machen wir später. Zombie kommt uns hinterher, gestiefelt. Ach, ist das schön. Illusion noch spenden, ja, ja. Fragmente 500 einfach mal so. Hm, 1900 wären es, war. Okay. Mach auch schon mal einen Teil davon. Zack. Da wir aktuell keine Fragmente ausgehen, ist jetzt nicht so wichtig. Den Rest können wir auch später machen. Aber da wir jetzt halt uns, Moment, aufbrechen. Aufbrechen. Gerade wieder so bei Solm und Elusia befinden. Firain meine natürlich, Entschuldigung. Bei Solm und Firain befinden. Was hat schon wichtig, dass ich hier noch ganz kurz was mache. So. Azurküss, gerade als die Armee des Würmgotts einen neuen Ring geborgen hat, erreicht sie ein Bericht. Dann Bericht. Ein berichtiger Bericht. Kapitel 16, die Strandreise. 北の城塞の一件で各国に託されていた指輪は全て回収できましたね。これで侵入側でも邪竜側でもない中立に属する紋章師の指輪はなくなった。一旦状況を整理しましょう。まずこちらの指輪は5つ。宿る紋章師はリン、ルキナ、アイク、ベレト、そしてカムイですね。対して邪竜側の指輪は7つ。宿る紋章師はかつての僕たちの味方マルス、シグルド、セリカ、ミカヤ、リーフ、ロイ、それからリトスより奪われたままの青き風空の指輪に宿る紋章師だね。ここから12の指輪を集めるためには奴らと接触するしかありませんね。敵の本拠地であるイルシオンに攻め込むということか。イルシオンに。アイビー王女はちょっと複雑だよね。否定はしないけれど、攻め込むのは
まだ早いのではと思ったの。指輪の数だけで言えばこちらが劣勢だわ。せめて同数勝ちを狙うならそれ以上はないと。Darf ich kurz erwähnen, dass wir noch 3 DLC-Ringe haben, beziehungsweise göttliche Embleme, wenn man so will. Und weitere werden wir sowieso bald holen. Ich denke vor allem einen Ring von Chrome und Darien und natürlich einen Ring von Soren. Auf die hätte ich ganz besonders Bock. 最悪の場合また指輪を奪われる、そういうことですね。そうなったら今度こそ邪竜に対抗する術はなくなってしまうわ。ですがこのまま待っていても向こうから接触される可能性があります。奇襲はかけられた方が不利となる。いつまでも逃げ回るわけにはいかないな。かといって攻めに転じるには早い状況だ。ここから一体どうしたら。お話し中失礼いたします。どうしました？先ほど港町の兵より情報が、海上に多数の軍船が出現しました。炎紋章からイルシオン軍だと推測されます。またソルムに襲撃を。それが船は全てフィレネ王国の方角に向かっているとのことです。フィレネ王国にだって。確かめに行きましょう。それならこの先の紺碧海岸に。フィレネとの国境に近いし海がよく見えるよ。航海は順調っと。このまま行けば僕たちがフィレネに一番乗りだね。そうだな。なんでセピアは僕たちに先に行けって言ったのかな。お手柄をあげやすいように。今度の指令は皆殺しだし、一番についた方がいっぱい殺せるもんね。僕自分で言うのもなんだけど、セピアには気に入られてると思うんだ。ね、モブ。興味はない。フィレネに着いたら指示通りに動くまでだ。モブは褒めてくれないから嫌い。いっつもムスッとしちゃってさ。なんでこんなやつと組まされたんだろう。これならグリの方がまだマシだったよ。マロン様、モーブ様、何か報告？別の船にいたイルシオン兵2名が逃亡したとの伝令です。逃亡か。今回の作戦に思うところがあったのだろう。ああ、もういいよ。わざわざ追ってる時間もないし、後で捕まえて適当に処罰しといて。ですが、逃亡した兵が紋章師の指輪を持っているとのことで。はあ？どういうことだ？お二方もご存知の通り、紋章師の指輪は万一を考え、一つずつ別の船に乗せ運んでおります。しかし青き風空の指輪を乗せた船の兵が見張りの兵を襲撃し、指輪を持ち去ったと。すでに何隻かは奴らを追っております。我々はいかがいたしましょう。違反した兵たちを追う。指輪を持つとなると何としてでも捕らえねば。兵の名は分かっているのか？ロサード、そしてゴルドマリーです。オルテンシア姫の下僕だね。最近おとなしくなったと思ってたのに。腹には企みがあったようだな。行き先は分かっているのか？飛竜にてソルムの方角に向かったと。じゃあすぐに進路変更。ソルムの海岸に船を近づけて。 Klingt fast ein bisschen so, als würde es jetzt langsam richtig spannend werden, wa? Weil mit ein bisschen Glück sind sie unterwegs zu uns und dann hätten wir vielleicht sogar schon 6 Embleme, ja, sag jetzt mal Hauptembleme gegen 6 von ihnen, plus natürlich unsere DLC-Ringe. Das wird mir schon eher schmecken. Aber das will jetzt mehr, Freunde. Sehen wir uns nächstes Mal an. Zurück bei Fire Emblem Engage. Bis dahin, ciao zusammen.